Die folgende Lesung ist aus dem Buch Österreichische Kinder- und Hausmärchen, treu nach mündlicher Überlieferung von Theodor Bernaleken. Dass Götter, namentlich Wotan und Donar, in den Teufel verkehrt wurden, ist eine allbekannte Sache. Ebenso, dass der Teufel in allerlei Gestalten erscheint, selbst in der Gestalt von Wichten und Zwergen. Der Weltjäger bedeutet zwar auf Wotan, allein die folgende Erzählung aus Tirol weise deutlich auf Donar hin, der sich in der Naturdichtung des Volkes am engsten mit dem Teufel berührt und dessen Donnerkeil 7 Jahre braucht, um wieder an die Erdoberfläche zu rücken. Es war einmal ein Bäuerlein, dem ging es sehr schlecht, denn er, sein Weib und ihre 7 Kinder hatten nix Gsalzenes, nix Geschmalzenes. Einst sagte das Weib: »Du bist Herr im Hause und musst Brot schaffen. Geh doch einmal wieder auf die Jagd.« Er machte sich auf, ging über Berg und Tal, über Stock und Stein, fand aber nirgend ein Wild, nicht einmal ein Eichkätzchen. Es war schon ihm zu Nachten. Das Gesicht des Mannes wurde immer trüber, denn er dachte, wenn ich heute nichts nach Haus bringe, so werde ich eine schreckliche Nacht haben. Da begegnete ihm ein Jäger, der hatte ein grünes Jankerl an und 2 krumme Spielhahnfedern auf dem Hute. »Was fehlt dir?« sprach der Jäger. »Du scheinst gar traurig zu sein.« Der Bauer erzählte ihm alles und setzte hinzu, er wolle alles gern tun, wenn ihm nur geholfen werde. »Weißt du was?« fragte der Fremde. »Ich kann dir helfen, wenn du willst. Ich gebe dir heute 7 Wildschweinchen, aber nach 7 Jahren musst du mir zu sagen wissen, wie ich heiße, sonst gehörst du mir an.« Der Bauer ahnte wohl, dass dieser Jäger vielleicht der Tundar sein könnte. Aber nach 7 Jahren, dachte er, wird man doch erfahren können, wie der Fremde heißt. Daher wurde der Vertrag ohne weiteres Bedenken geschlossen. Der Jäger tat einen Pfiff, und gleich waren 7 Wildschweinchen da, die der Bauer nach Hause trieb. Darüber war großer Jubel, und den Leuten ging es von nun an so gut, dass der Bauer seines Versprechens wenig gedachte. Als aber das 7. Jahr halb zu Ende war, überfiel ihn doch einige Furcht. Er begab sich auf die Wanderung, um zu erfahren, wie der Jäger heiße. Überall fragte er, allein nirgend konnte er Auskunft erhalten. Betrübt kehrte er heim. Unweit seiner Wohnung begegnete ihm ein Einsiedler, der ihn fragte, warum er so niedergeschlagen sei. Der Bauer erzählte ihm alles, und der Einsiedler tröstete und versprach zu helfen. Im Weiteren kamen sie zu einem großen Baume, der vereinzelt knapp am Wege stand. Der Baum war innen hohl, trug aber an seiner Krone noch Zweige und grüne Blätter. Da sagte der Einsiedler: »Schließe du in diesen Baum hinein und horche, ob du etwas hörst.« Als es dunkelte, sahen sie wirklich den Jäger von weitem daherkommen. Der Einsiedler ging ihm entgegen, allein der Tundar wich aus und stieg auf denselben Baum, in welchem der Bauer versteckt war. Oben murmelte er für sich hin: »Güt, das Mandl nit was, dass ich Spitzbartele hors.« Freudig sprang der Bauer aus seinem Versteck und schrie: »Ha, schau, schau, glaubst du etwa, ich wisse nicht, wie du heißest? Spitzbartele heißest du, und aus ist's.« Da tat es einen schrecklichen Krach an der Eiche. Der Tundar war weg und hatte einen abscheulichen Gestank zurückgelassen. Alle grünen Zweige an dem Baume waren verschwunden, und ein dürrer Starve war noch übrig, der bis auf den heutigen Tag zu sehen ist.